Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, schön, dass wir da sind. Hallo. Svenny, das ist im Übrigen derjenige, der zuständig ist für diese geilen Videos. Wo fahren wir hin? Wir fahren nach Köln-Hürth in den Hürth-Park zum Street Food Festival. Ist in einem Einkaufscenter mit ca. 20 Ausstellern. Eine ziemlich coole Geschichte und eine Besonderheit, heute ist Mittwoch. Wir fahren gerade jetzt dorthin, müssen heute Abend aufbauen und der Streetfood-Markt geht dann 4 Tage, also Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und ja, das Megafon ist dabei, das heißt, laut werden wir sein. Oh, jetzt wäre eigentlich auch unser Tonproblem gelöst, oder? Mit dieser Maßnahme. Der Svenny ist ein bisschen unzufrieden mit meiner Tonqualität. Was nicht mit meinem Dialekt zusammenhängt, sondern ausschließlich mit meinem Equipment. Ja. Und in die Kamera langen ist jetzt nicht so richtig professionell. Wir sind mit Hänger unterwegs und zwar also nicht mit Isle of Mollet, wir sind jetzt auf der Straße gerade komplett inkognito, weil ja, wir dort mit dem Pavillon sind und ja, weil das ein Einkaufscenter ist und da kann man nicht reinfahren. Wir sind also in dem Einkaufscenter, zwar im Freien, aber da kann man halt nicht reinfahren. Ne? Deswegen müssen wir hier mit dem Pavillon agieren. Also, kommt vorbei, wenn das Video noch davor seht, aber das wird, glaube ich auch nicht. Ja, wir werden berichten. So, herzlich willkommen in Köln-Hürth, im Hürth-Park. Aktuell haben wir wieder Strom. Wir haben wieder Strom. Ja, wir haben ein Stromproblem. Der Andi ist aber hier vom Veranstalter und der ist quasi ein Andi für alle Fälle. So, also aufbautechnisch hat bei uns alles klappt. Ja, ich war gerade schon am Anfang am Brutzeln und dann kam plötzlich die Sicherung. Ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Herzlich willkommen. Ich zeige euch jetzt mal hier so ein bisschen unser Video-Mensch, Svenny. Hürth-Park. Ja, herzlich willkommen. Svenny im Stand. Ja, in Köln sind wir am Start und ich laufe jetzt mit euch zumindest mal hier ein bisschen rum. Ach, da, guck hin. Mexican Food. Aha. Hier, auf jeden Fall mal eine schöne bunte Karte hat er da. Ne? Willst du mal so ein bisschen erzählen, was du eigentlich machst? Also ich habe gefüllte Weizentortillas, die fülle ich entweder mit Hühnchenfleisch oder Gemüse, Guacamole ganz beliebt, Schärfegrad bis brutal, was er möchte. Und dann wird es hier quasi schön gefüllt und dann Kontaktgrill für 1,5 Minuten und dann heiß raus an den Kunden. Schön gemütlich hast du hier. Ja? Genau. Ja? Kannst du gerne anfangen. Ne, ich bleib beim Maultaschen. Erstmal. So. Herzlich willkommen. Yes, willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ja, genau. Hier unser Eistee. Weiß auch nicht, Mensch, keine Ahnung. Erklär mal, mach mir mal einen Eistee, komm. Ich mach jetzt wunderbar Eistee. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob der da jetzt Alkohol oder sowas reinpackt. Alkohol gibt es erst ab 12. Das ist ungefähr 5 vor 12. So. Was kann ich dir denn für eine Sorte machen? Ja, ich weiß nicht, Dann mache ich dir Green Magic.
Ja? Zum Trinken, nicht zum Rauchen. Ah, ja. Aha. Green Magic. Was ist da drin? Irgendwas Grünes, aber es sieht schon verdächtig aus, ne? Also. Es wird nicht angezündet. Grüner Da bin ich mir Tee, sicher. Das, was er gerade auch vorreingepackt hat, war Apfelsaft. Apfelsaft. Und jetzt kommt heißes Wasser drüber. So, 3 Minuten lassen wir den jetzt ziehen. Ja, da immer zum Beispiel hier war er gerade, ja, der Reisepass dabei, weil direkt nach dem, Muss ab und zu mal nach dem schnell weg. Streetfood-Markt haut er irgendwo ab, wo er einen Reisepass braucht. Ja, hier. Wie heißt das eigentlich? Taisi. Also will ich draufhalten, wenn ich rausziehe. Oh ja, das ist eine gute Idee. Wenn ich rausziehe, will ich draufhalten. Ne? Ja, wenn du rausziehst. So, bitteschön, lieber Basti. Mmh, sehr lecker. Halt wirklich geil. Wirklich, einfach immer wieder lecker. Also, hast du gut gemacht, mein Lieber. Herzlich willkommen. Oh, wir haben eine Schlange. Jetzt relativ viele Stände, bisschen verstreut. Wikingerbrot und Hotdog. Mein Lieber. Schalömsche. Erklär uns mal. Also das ist jetzt in dem Fall, es gibt nachher ein riesen Video und der Svenny schneidet das so zusammen, dass wir auf jeden Fall gut dabei aussehen. Ja gut, bei mir muss er da nicht viel machen, bei dir schon eher ein bisschen wohl. Wenn du noch ein bisschen weiter hochkommst, so die Partie hier. Oder so, du meinst so? Ja, das hier Achso, da ist der Kessel drauf, ne? Ja, das machen wir. Jetzt erzähl mal, was machen wir da? Also wir nehmen ein Weizenbrot. Wir backen unsere Brote selber, das wäre mit Öl, gehen wir nicht so nah dran. Also dann muss er dann bei mir auch schon ganz schön viel kaschieren. Das ist ein Weizenbrot, halb gebacken mit Olivenöl. Das wird in der Pfanne mit einer hausgemachten Kräuter-Knoblauchbutter, wird das in der Pfanne gebacken und geröstet. Und dann kommt eine hausgemachte Knoblauchsoße drauf. Also Fisch und Knoblauch, das ist eine wunderbare Kombination auf Joghurtbasis. Dann wird das Brot bestrichen und wahlweise haben wir, wie gesagt, diese Woche Muskelschwänze, Räucherlachs aus Norwegen und ein Shrimps dazu. Und hier vorne haben wir ein hausgemachtes Zitronen-Olivenöl oder Paprika Chili. Ne? Also nicht von den Etiketten mal ablenken lassen. Und schaut mal, das sind Bio-Zitronen mit. Das ist der Hammer. Das habe ich auch schon gegessen. Und hier haben wir ein bisschen was Scharfes und Pikantes, ne? Ist auf jeden Fall hier Streetfood-mäßig einfach mal was anderes, ne? Sonst kriegt man überall immer nur Burger und das ist halt wirklich was Außergewöhnliches. Gamja Hotdog. Kamja. Ja, Das ist ein klassischer Hotdog aus Korea. Die Asiaten haben dafür keine Brot und Brötchen, so wie wir das kennen in Europa oder in den USA. Sondern die Hotdogs werden alle aufgespießt, da sind Schweinswürstel drin, eine Wiener. Die wird in den Mais-Weizenteig getunkt und anschließend mit Kartoffelstückchen in Form von Pommes gespickt. Und das Ganze wird in der Fritteuse ausgebacken. Und du hast quasi Würstchen, Brötchen und Pommes alles am Spieß. Dazu gibt es eine sauscharfe asiatische Chili-Soße oder milden, legeren deutschen Ketchup. Auch cool, ne? Halt auch mal wieder was anderes. Ich sollte noch mal beim Kevin vorbei, wenn hier leer ist. Dieser Hürth-Park, das ist ein riesen Einkaufscenter. Das ist ein Einkaufscenter, das aber irgendwie dann doch ein Freien ist. Ne? Also, das heißt, ein nicht überdachtes Einkaufscenter. Ne? Irgendwie so. Irgendwie, ich weiß auch gar nicht, ob ich das schon mal so irgendwo gesehen habe. Schön unter freiem Himmel und trotzdem hat hier unglaublich viele Läden. Ich weiß nicht, was es hier nicht gibt. Das ist alles am Start. Die verkaufen hier Normalgetränke, aber auch Schnaps. Erklär mal. Hier ist ein geiler Nusslikör, sehr gut, sehr lecker. Kann man einen Kaffee machen, einen Schuss rein, Espresso, Bratapfel. Man braucht keinen Espresso dazu. Nee, man kann auch einfach sowas trinken. Man kann einfach auch so Schnaps Man trinken. kann einfach so Schnaps trinken. Das ist sehr gut. Also das ist ziemlich geil, das ist lecker. Und was war das? Das ist so Grapefruit, Holunder, Mix. Jetzt habe ich einen lahmen Arm, Svenny. Tut mir leid. Gut. Wieso hast du mir kein Eistee mitgebracht? Den habe ich da halt, aber ich habe es gefilmt. Die Damen an Tisch 1, bitte. Euer Essen ist fertig. Hallo, Tisch 1. Ah, Sie kommen. Sehr schön. Okay, und hier macht er jetzt. So, jetzt